Live und scharf und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach schöne Sonnenuntergangsfotos hinbekommst. Willkommen bei Live und scharf. Willkommen bei Live und scharf. Du solltest unbedingt, wenn du den Sonnenuntergang fotografieren willst, schauen, dass du früh genug am Ort des Geschehens dort bist. Damit du dich zuerst einmal umschauen kannst, wie das ungefähr aussieht, wo das Sonne untergeht, weil das ist auch etwas, was du unbedingt schauen solltest. Wo geht die Sonne unter? Es gibt genug Apps wie Sun Surveyor, Photopills, habe noch irgendwas unten verlinkt, wo noch herunterladen und schauen direkt mit dem Smartphone. Oh, dort geht die Sonne unter. Ah, geil. Genau. Ein weiterer Tipp ist, schauen, dass Wolken. Klar, es kann wie jetzt gerade schade sein, dass man die Sonne nicht mehr sieht durch die Wolken. Aber es bringt eine riesige Dramatik ins Bild. Und das macht das Bild faszinierend, wenn nicht einfach nur alles ein bisschen Gold mit einem Verlauf ist. Vom goldigen Verlauf geht es dann weiter zum Horizont. Beim Horizont solltest du unbedingt schauen, dass der gerade ist. Gerade wenn du mit Display schaffst, dann ist die Gefahr relativ groß da, dass der Horizont leicht schräg ist. Das macht schon einiges aus und deswegen schau, dass der Horizont gerade ist und sonst korrigier es nachher mit einer Bildbearbeitungssoftware. Direkt nach dem Horizont sollte sich dein Vordergrund befinden. Und deswegen solltest du schauen, dass du nicht nur Himmel, Sonne und Horizont fotografierst, sondern auch irgendetwas Spannendes im Vordergrund hast. Das Bild mit Vordergrund macht es so viel interessanter, denn Vordergrund können viel mehr Geschichten erzählen als der schönste Himmel. Wenn du mit dem Handy fotografierst oder wenn du nicht mit Rohdaten fotografierst, dann mach hellere und dunklere Bilder. Dann kannst du nachher in deiner Bildbearbeitungssoftware, ob das jetzt irgendein Filter ist, ob das Visco ist oder ob das sogar vielleicht Lightroom Mobile ist, kannst du einfach mehr korrigieren, weil du hellere und dunkle Bilder hast. Hast du vielleicht mal ein Bild, das zu hell ist, dann nimmst du ein dunkles, kannst es eben ein bisschen heller machen und hast so immer noch alle Informationen und verlierst nichts. Ich bin gespannt, was für Resultate nach diesen Tipps rauskommen. Ihr dürft gerne unter dem Hashtag Live und scharf posten und vielleicht bearbeite ich euer Sonnenuntergangsfoto dann sogar in einer Folge Hashtag Live und scharf. In diesem Sinne freue ich mich auf jeden Daumen, jeden Kommentar und jedes Abo. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr genießt den Sonnenuntergang jetzt noch so wie ich. Tschüss! Schön billig einen auf Jonah Plank machen.